Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte vom Lametta-Baum. Die Geschichte hat die Margret Rettich geschrieben und der Rolf Rettich hat die Bilder dazu gezeichnet. Jedes Jahr ist die ganze Verwandtschaft am 1. Viertag vom Tante Trudi eingeladen. Das Tante Trudi ist viel graziöser als die Verwandtschaft. Sie hat eine grosse Wohnung mit vielen Räumen, die voller Teppich sind. Überall hängen Bilder und stehen Polstermöbel. Das Tante Trudi hört es gern, wenn man ihr sagt, wie besonders vornehm und elegant alles bei ihr ist. Aber an Weihnachten soll noch etwas anderes bewundert werden. Wenn die Verwandtschaft kommt, steht sie an der Tür und ruft: «Schaut zuerst meinen Baum an!» Alle gehen rein und staunen. Wie ist der wieder herrlich, wunderschön, fantastisch, sagenhaft, enorm und wunderschön. Man kann ihn gar nicht anschauen. Der Baum kommt bis zu der Decke und am Tante Trudi, ihre Wohnung, hat hohe Decken. Er hat ganz viele Kerzen dran und von jedem Ast hängt ganz ordentlich einzeln im gleichen Abstand und in der gleichen Länge beieinander Lametta-Fäden. 5 ganze Tage hat der Onkel Otto auch das Mal wieder gebraucht, um es am Tante Trudi rechts zu machen und den Lametta-Baum zu schmücken. «Und es ist der grösste, was es in der ganzen Stadt zu kaufen gegeben hat», sagt sie. «Nur vor dem Ratshaus steht ein grösserer, aber der steht schräg.» «Der hier steht ganz gerad», sagt ein alter Onkel und alle stimmen ihm zu. Sie sitzen alle in den Sessel an. Der Onkel Otto steht auf einer Trittleiter. Er braucht lang, bis alle Kerzen brennen. Jemand fängt an, Klavier zu spielen. Eine Cousine blättert die Noten um. Das Tante Trudi stimmt Weihnachtslieder an und alle singen mit. Die Kinder mussten daheim ein Gedicht lernen. Sie treten nacheinander auf und sagen ihre Gedichte auf. Achtung, nur keine Fehler machen. Am Schluss machen sie einen Knicks oder eine Verbeugung und kommen von Tante Trudi einen Schmutz über. Und alle sagen, wie herzig, sitzen dort und schauen wieder den Baum an. Es ist langweilig. Endlich steht Tante Trudi auf und alle springen schnell aus ihren Sessel. Der Onkel Otto löscht die Kerzen und zieht hinten am Baum eine Schiebetür auseinander. Gerade dahinter steht im Nebenzimmer der lange Desserttisch. Die Verwandtschaft drängt sich am Baum vorbei und Tante Trudi erklärt, wo jeder sitzen soll. Es gibt den berühmten Streuselkuchen, den nur sie backen kann. Das sagen alle, weil Tante Trudi fragt, ob sie je irgendwo anders so einen Streuselkuchen bekommen haben. «Nie nicht», sagt der alte Onkel. «Den Streuselkuchen kommen wir nur bei dir über. Niemand backt ihn so wie du.» Alle sagen auch, dass der Kaffee ganz einzigartig ist, dass sie noch nie so eine geschmackvolle Tischdecke gesehen haben und dass sie Tante Trudi um die schöne Kaffeetasse beneidet. «Ja, und mein Kleid?» fragt sie. Da können alle nur die Augen verdrehen, weil sie kein Wort mehr finden. Sie langweilen sich so fest. Nur 2 Kinder langweilen sich nicht. Sie heissen Lotti und Martin. Sie sind heimlich unter den Tisch gekriecht. Dort spielen sie zuerst, dass sie in einer Höhle wohnen. Sie sitzen ganz still unter der Tischdecke, die bis zum Teppich herabkommt. Nachher spielen sie, dass sie Spatzen sind und picken die Brosmen vom Streuselkuchen auf,
Beim Onkel Otto liegen ganz viel unter dem Stuhl. Nachher spielen sie Rossstall, weil die vielen Füße hin und her stampfen wie Trösser. Das Grossi hat die Schuhe abgezogen. Die verstecken sie beim Cousin. Der Martin kommt von der Cousine, die für alle nochmal Kaffee nachschenkt, einen Tritt an den Kopf über. Über das muss Lotti lachen. Sie kriechen überall um und kommen schliesslich unter dem Baum an. Das Lametta hängt so tief runter, dass niemand sie sieht. Der Baum ist in einem Eisenfuss eingeschraubt. Der Martin und Lotti staunen, wie dick der Stamm ist. «Der rührt niemand um», sagt Lotti und rüttelt ganz unten, aber der Baum steht fest. «Was passiert echt, wenn er umkehrt?» sagt der Martin. «Der rührt doch jetzt niemand um», wiederholt Lotti. Der Martin steht ein bisschen auf und drückt weiter oben am Stamm. Er wundert sich, wie leicht das es ist, den grossen Baum zu kippen. Tante Trudi gibt gerade süße Likör rum, wo natürlich alle loben. Und dann senkt sich der Baum ganz langsam und geht der Länge nach auf den Desserttisch. Seine Spitzen langen gerade bis zum Tante Trudi. Die Äste bedecken Tassen und Teller, den Streuselkuchen und auch den Likör. Nur die Köpfe der Verwandtschaft schauen raus und alle haben glänzende Haare aus Lametta-Fäden. Es sieht wunderhübsch aus, aber das sagt das mal niemand. Alle springen auf, befreien sich gegenseitig und versuchen, den Baum wieder aufzurichten. Das ist aber viel schwerer, als ihn zu kippen. Aber dafür ist es jetzt nicht mehr langweilig. Alle haben etwas zu tun. Sie müssen das Geschirr zusammenräumen, Tannennadeln aus dem Streuselkuchen picken und sich das Lametta aus den Haaren strahlen. Tante Trudi läuft um und jammert. Das ist mir ein Rätsel, wie das hätte passieren können. Und es ist eine Tragödie, wie es hier aussieht. Dann verwünscht sie den Onkel Otto und ruft: «Seit Jahren will ich, dass du den Baum fester aufstellst. Das ist alles deine Schuld.» Der Onkel Otto schlägt Nägel in die Türrahmen und bindet den Baum mit Strick fest. Aber das ist am Tante Trudi auch nicht recht. Die ganze Verwandtschaft tröstet sie. Alle sagen aus ganzem Herzen, so gut hat es ihnen bei ihr noch nie gefallen. Das Grossi hat endlich ihre Schuhe gefunden und will jetzt heim. Schaut einmal, Lotti und der Martin sind so fest verschrocken, dass sie ganz bleich sind. Dabei sind sie doch so brav gsi, dass man den ganzen Nachmittag nichts von ihnen gemerkt hat. Das war die Geschichte vom Lametta-Baum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!